Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, ein bisschen später wie sonst. Ja, 17:37 Uhr gerade, Montag. Ja, vorher einfach keine Zeit gehabt. Und ja, zum Champions League-Spiel müssen wir auch noch ein bisschen was sagen. Ich kann gleich vorwegnehmen, dass ich es nicht ganz so gut beide Spiele, ob gegen Roter Stern Belgrad oder gegen Köln, nicht ganz so gut beurteilen kann wie sonst, weil ich es einfach nicht vom Fernseher gesehen habe. Champions League-Spiel habe ich die ersten 25 Minuten gesehen und ja, die letzten 25 circa. Dazwischen war ich auf dem Weg zur Arbeit, also von daher kann ich da so viel nicht zu sagen, außer ja, zweite Halbzeit, was ich gesehen habe, war halt ganz schwach. Oder was heißt ganz schwach? Also, das ist ja Meckern auf hohem Niveau, ne? Sagen wir es mal so. Also wir haben 13:0 gegen Roter Stern gewonnen, 14:0 gegen Köln. Ja, soll man dann da von schwachen Spielen reden, von schlechtem Fußball? Ich denke eher nicht. Ich meine, wenn wir jedes Spiel 3-4-0 gewinnen, wenn wir schlecht spielen, ja, do it. Dann spielt halt jedes Spiel schlecht. In Anführungsstrichen schlecht, ja. Ist natürlich besser, als wenn wir ein starkes Spiel machen wie gegen Hertha oder in Leipzig, wo wir dann halt nur einen Punkt holen. Von daher spielt lieber ein bisschen, ich habe keinen Bock Fußball und gewinnt 13:0. Alles gut. Und wenn man sich die Statistiken anschaut gegen Roter Stern, ich smash mal eben um. Also, ja, kann man dann da ja auch nicht unbedingt von schlechtem Fußball reden. Das Logo war denn welches? Kommt da mal. Also ihr seht, Ballbesitz 72,7%. Ja, was soll man da noch sagen? Abseitsstellung wurscht, Fouls uninteressant, Zweikämpfe haben wir sogar auch 51,6 gehabt. Aber wenn wir dann gucken, Schüsse gesamt 34:7. Ja. Kann es so schlecht ja auch nicht gewesen sein, ja. Ecken 14:2, Flanken 19:7, also. Ja, ich brauche jetzt gar nicht hier die ganzen Dinger durchgehen, die ganzen Statistiken. Wie gesagt, ich habe das Spiel eh nicht mehr so im Kopf, habe eh nicht so viel gesehen, um jetzt hier irgendwelche Spieler großartig beurteilen zu können. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit war richtig stark, was ich gesehen hatte. Zweite Halbzeit war dann eher schwach, beziehungsweise heißt schwach. Es war halt so, ich denke mal auch bei unserer Mannschaft so das Gefühl, ja, die können eh nichts, die standen in gefühlt 90 Minuten hinten drin und wenn du dann 1:0 führst, alles im Griff hast, haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, weißt du was, Arschlecken, wir warten mal, was da kommt oder was, ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn man sich die Statistiken anguckt, 34:7. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon aufs Tor gingen, das steht jetzt hier leider nicht. Und 13:0 gewonnen, also bitte euch. Was soll man da meckern? Ja? So viel mal zum Champions League-Spiel. Ja, dass es immer besser geht, schöner geht und dass das bei uns auch immer erwartet wird mit Hacke, Spitze 1, 2, 3 und Zaubertor und Kunststückchen und was weiß ich was. Ich glaube, dass andere Mannschaften, gerade deutsche Mannschaften, siehe Gladbach zum Beispiel diese Woche, froh wären, wenn sie einfach mal 13:0 gewinnen würden. Vor allen Dingen dann noch gegen Wolfsberger AC aus Österreich oder was weiß ich, wie der Club hieß. Also Trauerspiel, aber wir sind es ja gewohnt, dass die Deutschen keinen Bock haben auf Europapokal. Mal abgesehen von Frankfurt letztes Jahr. Also von daher denke ich, müssen wir da uns nicht beschweren oder meckern. Gut, Spiel gegen Köln. Ja, ich war im Stadion vor Ort. Von daher kann ich da jetzt auch nicht so einzelne Spieler so gut beurteilen, weil man halt einfach nicht so auch den Überblick hat. Ich kann zu ein paar Spielern was sagen, wo ich ein bisschen mehr drauf geachtet habe. Wäre ich so da gewesen wie sonst immer im Stadion, hätte ich gar keinen
gar keinen Spieler beurteilen können, weil dann kriegt man vom Spiel nicht so viel mit, wenn man da ist, um hauptsächlich Stimmung zu machen. Und das ist einfach so. Aber das war diesmal nicht der Fall, weil ich, ja, kann ich ja mal kurz ein bisschen was zur Fahrt sagen. Wir sind, beziehungsweise ich bin hier um 4:30 Uhr los. Von Freitag auf Samstagnacht. Ja, war natürlich für mich so semi-geil, weil das normal meine Schlafenszeit ist ab 7 Uhr morgens. Also ich bin Freitag morgens aus der Nachtschicht gekommen, habe mich hingelegt bis, weiß nicht, 3 oder halb 4 oder sowas war es. Also so 7 Stunden. Hab dann mein Auto fertig gemacht und sowas. Und hab mich dann nochmal abends ich weiß nicht, erst noch ein bisschen gezogen, ich glaube dann erst um 10 hingelegt. Ja, wirklich schlafen konnte ich nicht, das war immer irgendwie so ein Hin- und Hergewälze und ja, dann bin ich irgendwie, ich glaube dann um 3 habe ich mich aus dem Bett gequält oder was, hab dann noch eine Stunde gebastelt. Und wie gesagt, dann so 4:30 Uhr los, nach Hamm gefahren, Kollegen angesammelt. Sind wir so, ich glaube, ja, war ein bisschen später, so 5:30 Uhr sind wir dann los von Hamm aus Richtung München. Das sind irgendwie 602 Kilometer. Muss ich sagen, war gut. Hinfahrt war echt gut. Ging sehr gut. Klar, Baustellen, Autobahn super nervig, aber ansonsten war die Autobahn echt gut befahrbar. Ziemlich leer. Erst wo wir dann so, ja, die letzten 100 Kilometer, also wenn du dann so näher Richtung München kamst, war natürlich dann noch ein bisschen später. Und klar, wenn Bayern spielt, ist eh voller da die Autobahn und sowas. Da haben wir dann ein bisschen zäh fließender Verkehr gehabt, aber wirklich Stau haben wir jetzt auch nicht gehabt. Das war alles in Ordnung. Und wir sind ja auch ein bisschen früher runter, sind ja nur noch. Das erste, was wir gemacht haben, natürlich erstmal zum Rewe in München. Erstmal 2 Kästen Augustiner gekauft. So. Für 16 Euro anstatt wie hier für 24 und. Von da habe ich da gleich mal 2 mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wann waren wir denn da? Weiß es echt nicht mehr. 13 Uhr oder was? So grob im Parkhaus. Also mit dem Auto anreisen ist super komfortabel in München. Parkhaus ungefähr 60 Sekunden, gehst du da wieder außen rum, dann gehst du 2 Minuten, ansonsten gehst du durchs Parkhaus, gehst 2 Treppen hoch, bist direkt vor der Allianz Arena. Also. Wir haben direkt das Parkhaus, ja, Parkhaus 3, was direkt da quasi vor der Allianz Arena ist. Also. Bin ja sonst immer mit der Bahn angereist, weil wir in München irgendwie ein Hotel hatten oder sowas. Aber das ja diesmal so kurzfristig war, dass ich halt erst 2 Wochen vorher Bescheid gekriegt habe und das auch nur durch Zufall gesehen habe, weil ich habe eine Mail gekriegt, ja, die Karten sind auf dem Weg. Beziehungsweise, nee, ich habe eine Mail gehabt, die Tickets sind verschickt, sollten in 3 Tagen kommen. Hä? Was für Tickets? Stand auch nichts in der Mail drin, was für Tickets? Ja. Da habe ich mich eingeloggt auf meiner Ticketseite hier beim FC Bayern und habe dann gesehen, dass es gegen Düsseldorf ist. Ich habe dann gleichzeitig gesehen, ja, da stehen ja nochmal Tickets drin. Da ich Print at Home habe für Heimspiele, also ich kriege keine Tickets zugeschickt, hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Dass ich Karten kriege, ich habe keine Mail, kriege ich gar nichts. Da habe ich bei mir aufs Konto geguckt, jo, wurde 2-mal abgebucht und ja, konnte ich dann auch öffnen und habe es ausgedruckt. Hätte ich sonst gar nicht mitgekriegt, dass ich Tickets gekriegt habe gegen Köln. Weil ich auf Warteliste war, super. Zum Glück habe ich es rechtzeitig gesehen und ja, Hammer. Aber sonst hätte man dann Wochenende rausgemacht, ja, gerade weil der Oktoberfest auch angefangen hat. Samstag. Aber wenn es so kurzfristig ist und dann noch zum Oktoberfest, da kriegst du da eh nichts mehr. Hotelmäßig. Ja, von daher war die Stimmung auch ein bisschen mauer, fand ich jetzt. Im Stadion. Generell ist ja jetzt bei uns die Stimmung nicht so. Ich weiß nicht, gegen so Köln oder so ein Scheiß, da ist halt immer so ein bisschen mau. Ja, du hast in München halt Südkurve. Und selbst in der Südkurve hast du halt viele Fanclubs halt einfach, die so auch von außerhalb kommen und sowas. Du hast halt echt in der Südkurve so.
Block 112, 113. Wo dann so der harte Kern, oder beziehungsweise so die Ultras sind, die Stimmung machen. Da waren wir sonst auch immer. Aber diesmal, ja, habe ich gesagt, macht keinen Sinn. Ich war echt tot vorm Spiel, körperlich, geistig. Ich war echt saumüde. Habe ich gesagt, komm, dann wir haben wir Karten für Süd gehabt und Südkurve ist halt ganz wasserfreie Blockwahl. Und dann sind wir halt ein bisschen nach außen gegangen in der Südkurve. Weil, wenn man nicht 110% geben kann, um da Stimmung zu machen, sollte man sich da auch nicht reinstellen. In die Mitte, ja. Da sollten dann echt die Leute hin, die auch wirklich Stimmung machen wollen. Deswegen waren wir so ein bisschen außerhalb. Auf Süd. Ein bisschen geschilter. Ja, war super. Also für mich super. Für den Dirk, mein Kollegen, mit dem ich gefahren bin, auch. Klar, mordsmäßig anstrengend. Gerade so dann der Rückweg. Der Hinweg war, wie gesagt, super. Und wir mussten ja eh tanken, also Gas. Kam es ja nur 300 Kilometer weit mit einer Tankfüllung. Von daher, wir haben so 3-4 Pausen gemacht. Raucherpause für meinen Kollegen und ja. War alles easy peasy. Wetter war natürlich super, ne? Sonnenschein, der war da noch. Vor der Allianz Arena erst. Haben uns da noch ein Bierchen gegönnt und mit Bratwurst. Dann sind wir nochmal Stand hochgegangen. Weiß nicht, wie schon mal in München war. Wenn du aus der U-Bahn kommst, hast du ja oben dann noch so einen, ja, keinen offiziellen Fanstand, halt so von der. Ich weiß gar nicht genau, wer den organisiert. Das auch von Club 12 ist oder was, ich weiß es gar nicht. Wo du halt mehr so die Fankurven, Fanartikel, sag ich, nenne ich es jetzt einfach mal. Und bekommst, da haben wir noch ein T-Shirt geholt und ja, alles gut. Wie gesagt, super, haben die Sonne genossen, sind dann auch früh rein. Also 2 Stunden vorher kannst du rein. Da sind wir dann auch ein bisschen später halt rein. So 14 Uhr oder was. Dann waren wir drin. Erstmal Arena-Card aufladen, dann haben wir da nochmal was gegessen. Ich habe mir so ein fettes Brezel gegönnt und einen Radler. Und ja, dann haben wir einfach ein bisschen die Zeit genossen. Ich kann euch ja auch mal. Ich bin jetzt nicht so der Fotograf. Mal die Webcam aus eben. Mal anlassen. Ja, wie gesagt, da sind wir angekommen. Das ist das T-Shirt, was ich mir geholt habe. Super geil. Das ist jetzt leider nur von hinten drauf hier. 15 Euro von beiden Seiten bedruckt, also da kannst du echt nicht meckern. Ja, ihr seht, ist noch tote Hose, wo wir da waren. Das war dann so. Da kam er noch nicht rein. Rein kommst du 2 Stunden vor, 13:30. Müsste so 13:15 oder was gewesen sein, kurz vorher halt. Das war dann innen drin, Südkurve. Also das ist auch Südkurveneingang. Und halt, ich denke auch mal von den Fans halt die Wände so bemalt mit dem Logo und auch das Südkurve 72 Logo, aber leider war da alles vorgestellt nach dem Spiel, so dass wir da nicht noch Fotos machen können. Die haben wir vor dem Spiel gemacht hier. Olli, ne? 2001 Hamburg, wer kennt's nicht. Ansonsten, ja, das war dann, ich glaube, das war noch vor dem Spiel, wo wir schon auf der Tribüne waren. Ja, das ist der Innenbereich, also hier kommst du quasi rein und dann haben wir uns hier noch so ein bisschen hingehockt, haben was gegessen und getrunken und ja, da habe ich halt mal ein Foto gemacht, so von etwas nahen. Schon mächtig. Ja, und dann habe ich einmal innen so ein bisschen, wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht so der Fotogott. Den Part hat der Dirk übernommen, ist der Mr. Selfie Man. Ja, aber wie gesagt, Trip war echt super. Und. Also, das ist jetzt umgesprungen. Ja, wenn ich nach München fahre, ist das immer so. Man fühlt sich einfach wohl. Ne? Die Leute sind irgendwie alle relaxed, alle offener, zumindest gegen mir über oder gegen uns. Auch da im Rewe, da gleich alles super nett und komplett stressfrei, nicht so wie hier, wenn du hier einkaufen gehst. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Komm einfach da mit der Mentalität, mit den Leuten einfach irgendwie besser klar wie wir uns.
Warum auch immer, wenn ich nach München fahre, ist das immer so, auch wenn es sich komisch anhört, weil ich nicht aus München bin. Aber es ist immer so, als ob man so nach Hause kommt, ne? Fühlt sich einfach wohl. Und wenn ich immer da bin, könnte ich auch sagen, ja, ich bleib gleich hier, ich fahre gar nicht mehr zurück. So geht's mir halt immer, ne? Und dann natürlich noch Stadion. Ja, was soll ich sagen? So ist es. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel gegen Köln. Gegen Köln. Köln. Erstmal Kölner Fans, ja, man hat mal vereinzelt welche gesehen, man hat sie im Stadion aber auch ganz wenig gehört. Also, ich glaube zweimal, dass es bis zur Süd rüberkam. Choreo vorm Spiel, ich habe es jetzt nicht so genau gesehen, ich konnte so einen kleinen Blick dann auf die Leinwand machen. Wir waren ja da, wo Choreo war, in der Süd. Von daher hat man da nicht viel von gesehen. Auf jeden Fall ganz cool. Und wird auch Zeit, dass das wieder öfters gemacht wird. Aber das war ja untersagt, deswegen gab es ja in letzter Zeit keine Choreos und so weiter. Aber da brauche ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Wie gesagt, Stimmung war super. Dann natürlich das Tor in der, was war es, 5. Minute oder was? Ach, da oben steht es, der 3. Minute. Ja, hat die Stimmung natürlich nochmal richtig angeheizt. Leider haben wir dann, sind wir dann so in das Champions League Muster zurückgefallen. Und haben uns gesagt, ja, ist Köln, wir schalten mal einen Schongang ein. So kam zumindest im Stadion rüber. Und das hat dann so ein bisschen die Stimmung gedrückt. Ne? Wie gesagt, durchs Oktoberfest waren da halt auch viele Touristen da. Ich meine, in München hast du immer viele Touristen. Aber gefühlt durchs Oktoberfest war es nochmal ein bisschen mehr. Ja, da hast du gemerkt, dass die Stimmung halt so ein bisschen schlechter. Was heißt schlechter? Aber ja, München ist sowieso immer schwierig mit der Stimmung, habe ich ja schon mal gesagt. Aber da könnte man ein extra Video machen, um da mal drauf einzugehen, warum, wieso, weshalb. Ja, wie gesagt, wir haben dann so ein bisschen Larifari-Fußball gespielt, aber immer noch Safe Call, also wir standen gut hinten und so weiter. Aber dann haben die Kölner ja auch mal ein bisschen offensiver gespielt. Ich meine, wenn ihr jetzt die Statistiken seht, ist jetzt auch nicht so. Na, 60% Ballbesitz ist jetzt für uns relativ wenig im Heimspiel. 60:40, ja, Abseits steht das mal hin. Fouls 15:20, ja, die Schiri war eh eine Graupe, Alter. Zweikämpfe 54%, ja, spricht klar für uns. Ist natürlich auch ein Armutszeugnis für Köln. Weil wenn man um Abstieg spielt, sollte man wenigstens die Zweikampfstatistik anführen. Ansonsten 25:14 Schüsse. Ja, das ist relativ viel. Also viele Mannschaften haben keine 14 Schüsse bei uns. Ich meine, aufs Tor waren 2, von uns 5. Ja. Ecken 12:4. Flanken 7:10. Ja, Flanken, also von außen war bei uns richtig schlecht. Muss ich ganz klar sagen. Ja, da kann ich auch gleich den Perisic nehmen, ja. Perisic, der ist mir ja so ein bisschen aufgefallen. Alter. Ich meine, er hat das Tor ja noch gemacht dann, ja. Deswegen kann man ihm noch eine 3 geben, sonst hätte er von mir auf jeden Fall eine 4 gehabt. Also gefühlt hat er nicht eine Flanke reingebracht. Der hat gefühlt irgendwie 20 Flanken reingeballert. In Wirklichkeit waren es dann vielleicht 4 oder was. Da kam nicht eine von an. Also er hat nicht eine Flanke, ob flach, halb hoch, hoch. Er hat nicht eine Flanke zum Mann gebracht. Und er hätte schon da hat er sich halt falsch entschieden. Hat er eine riesen Chance, wo er hätte schießen müssen, wo er dann nochmal quer liegt und da 20.000 Kölner im Strafraum standen. Also. Ich meine, er hätte das Ding da noch gemacht. Aber ansonsten, ja. Aber er war halt bemüht, ja. Und da kommen wir gleich zu dem anderen. Ist ja gar nicht aufgeführt hier, wa? Der Knabri. Wo soll er hier auch stehen, Alter? Ja, wenn er aufstellt, wo soll er hier stehen? Hey, Knabri. Note 6. Leute, ganz knallhart, Note 6. Den hast du gar nicht gesehen auf dem Platz. Den hast du echt nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, 2, 3 Mal gesehen, wie er da rumgetrabt ist. Also, Leute. Das Spiel davor ja auch schon. Ich habe keine Ahnung. Da hättest du auch mal hier so einen Jungen, den Zirkserie da reinbringen können oder den Davis oder was. Und der hat den Knabri so lange spielen lassen, Alter.
Habe ich nicht verstanden. Der war einfach ein Totalausfall. Er hat irgendwie keinen Bock gehabt, was weiß ich. Nach der Nationalmannschaft, da wurde er so hochgejubelt, hat er wahrscheinlich so im Kopf so, ach, easy peasy bei FC Bayern, Alter. Dein Arsch hoch, Junge, ey. Gar nichts, Note 6. Knallhart, da muss man so sagen. Coutinho war, ja, war schon stark. War am Anfang auch ein bisschen durchwachsen. Irgendwie drehen die auch alle durch in München, ne? Die ganzen Touristen, die da sind, wenn es um Coutinho geht. Also, das ist ein Hype um den Typen. Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Er war stark. Hat so langsam sein Können aufblitzen lassen. Denk mal so, zur Rückrunde, wenn er dann richtig etabliert ist in die Mannschaft. Dann können wir da einiges erwarten. Da wird der Müller einen schweren Stand haben. Das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Der Müller reinkam, ja, er war bemüht. Aber leider ist ihm nicht so viel gelungen. Muss man auch sagen. Das war echt nix. Bemüht war er auf jeden Fall, ja. Hätte mich gefreut, wenn er nochmal einen gemacht hätte, so die Joker-Rolle oder was. Wie gesagt, wenn der Müller in Topform ist, oder wenn er... Keine Ahnung, ich kann das halt schlecht einschätzen. Wenn er halt mal wieder ein bisschen... Vielleicht braucht er den Konkurrenzkampf, den er jetzt hat. Wir werden es ja sehen in den nächsten Wochen. Muss man mal abwarten. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich nicht so viel sagen, weil ich weiß halt einfach nicht so mitkriege. Was ich gesehen habe, Süle war mega. Süle gut abgeräumt, weil dann auch auf einmal war halt da mal irgendwie ein Lauf gemacht über rechts oder was. Weil, wie gesagt, unsere Außenspieler waren einfach tot. Da hast du gar nichts gesehen. Perisic hast du allerdings noch ein bisschen gesehen, aber auch nicht wirklich viel. Ansonsten haben viele über den Tolisso geschimpft im Stadion. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich habe ihn gar nicht so schlecht gesehen. War ziemlich unauffällig, hat wohl den defensiveren Part gespielt. Ja, wie gesagt, ich fand ihn nicht so schlecht. Aber ich kann es jetzt so genau auch nicht beurteilen, wenn man, wie gesagt, im Stadion halt einfach auch auf andere Sachen achtet, als hier auf so das gesamte Spiel und die einzelnen Spieler. Aber ich fand es nicht so schlecht. Ja, ansonsten... Kimmich war jetzt auch nicht so schlecht, wie er sonst war. Wie ich fand. Hernandez, ja, den habe ich erst auch mal öfters gesehen. Hat sich ja mit dem Boateng da auch immer eingerissen gehabt da, also. Man muss fairerweise sagen, erste Halbzeit, gerade zum Ende hin, hätten die Kölner die Terodde aufgestellt. Ja. Ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall 2 kassiert. Also. Wir haben die Kölner irgendwie 3 oder 4 richtig dicke gehabt. Und ja, hätten sie da einfach einen Stürmer gehabt, der ein bisschen Torriecher gehabt hätte und nicht da so unvermögende Leute. Da wäre was gegangen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, da hatten wir eine schlechte Phase, da haben die gute Chancen gehabt, die Kölner. In der zweiten Halbzeit, ja, kann ich mich jetzt nicht wirklich so dran erinnern, dass ich da irgendwie eine fette... Aber da haben die Kölner auch aufs hintere Tor gespielt, wo man weniger dann mitkriegt. So. Ja, wie gesagt, die Kölner waren doch schon offensiv. Lag aber halt einfach auch daran, ja, wir waren halt wieder so... Wir haben stark angefangen und dann war es echt so Champions League-mäßig so, ja, passt schon. Allerdings hat man dann gesehen, dass es halt nicht so ist wie eine Champions League, weil Roter Stern war da so harmlos wie, ja, keine Ahnung. Fällt mir nochmal zum Beispiel an, die waren halt einfach harmlos. Und die Kölner haben es dann halt gemerkt, ach ja, die Bayern machen Ringepitz mit anfassen und haben dann Gas gegeben, haben ein bisschen nach vorne gespielt. Und wie gesagt, hätten sie einen Stürmer gehabt, der weiß, wo das Tor steht, hätten die Kölner wahrscheinlich 2 Stück gemacht in der ersten Halbzeit. Und dann, gut, wir wären dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus der Halbzeit gekommen. Ich meine, der Vorteil war, ihr seht ja, 48. wieder 3 Minuten auf Platz und es hat wieder geklingelt. Und danach muss man sagen, war es wieder schlecht von uns. Also haben wir das Fußballspielen wieder eingestellt gefühlt. Dann gab es den Elfer, das ein klarer Elfer war, da brauchen wir nicht drüber reden. Zumindest aus Stadionsicht war es ein ganz klarer Elfer. Dass er dann noch wiederholt wurde, ist ein Witz.
Meines Erachtens. Ja, und dann war es aber auch durch, ne? Dann war es echt durch. Da hast du gesehen, dann waren die Kölner fertig. Dann haben wieder nur noch wir gespielt und wir hätten auch locker noch 5, 6 machen können. Wir haben dann echt die Dinger nicht zu Ende gespielt oder dann auch ein bisschen Mitleid vielleicht gehabt. Aber wie gesagt, wenn man 13-0 und 14-0 gewinnt, ja, soll ich mich dann hier hinsetzen und sagen, wir waren so schlecht oder? Ich denke nicht, also von daher, Leute, alles gut. Wie gesagt, nächstes Spiel, was ich vom Fernseher sehe, werdet ihr auch wieder Noten zu den einzelnen Spielern von mir hören. Meine Ansicht der Dinge kann ich diesmal nicht so wiedergeben. Wie gesagt, es geht schöner, aber wenn wir immer so, in Anführungsstriche, schlecht spielen und 3 und 14-0 gewinnen, nehme ich das gerne im Kauf und ich denke, jeder andere Bayern-Fan auch. In diesem Sinne, haut rein und nächstes Spiel in Paderborn, was, ich weiß gar nicht, von mir, ja, 35 Minuten Autofahrt entfernt ist und ich habe natürlich keine Karte gekriegt. Sau stark, sehr schade, aber gut, so ist es. Das nächste Spiel, abschließend kann ich ja sagen, wo ich bin, ist 24. Dezember, November, glaube ich, in Düsseldorf. Und dann mal wieder richtig Fußball, ne? Mit dem Zug, nicht mit Auto. Es sei denn, der Dirk möchte unbedingt mit dem Auto fahren, dann kann er gerne fahren. Auf jeden Fall werde ich mir dann da das eine oder andere Bierchen gönnen. Und auswärts ist die Stimmung sowieso immer mega. Von daher wird das was ganz anderes werden, habe ich richtig Bock drauf. Und ja, aber jetzt geht es, wie gesagt, erstmal in Paderborn und wir hören uns dann nächsten Sonntag, nächsten Montag wieder. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann.